Open the gates to hell. Oh, der Käfer hat... Oh, was? Okay, now I'm scared again. Das Geräusch, wenn sich's zersetzt ist... Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. So, ja, nachdem wir da letztes Mal von Lady D ertappt wurden, wie wir da in ihrem Zeug umschnüffeln sind und irgendwie scheint laut ihre Töchter belästigen, ja, sind wir irgendwie runtergeflogen und jetzt sind wir da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und es geht weiter und das Game hat mich vorhin darauf hingewiesen, soll ich doch mal noch die Notizen lesen und das machen wir jetzt schnell, okay. Es geht schnell, okay. Ich glaube, da haben wir ein paar Sachen noch nicht gelesen. Ich glaube, ja, okay, ich glaube hier morgen Luisas Haus. Bei einer Frau namens Luisa konnte ich weitere Dorfbewohner treffen, aber auch sie wurden getötet, nachdem sich einer von ihnen plötzlich in einer dieser Kreaturen verwandelt hat. Jetzt verstehe ich. Diese Monster sind die Dorfbewohner und das Dorf ist ihr Nest. Jedenfalls habe ich als einziger überlebt und ich gehe jetzt zum Schloss, um nach Rose zu suchen. Morgen, eine Mine. Auf dem Weg zum Schloss wurde ich von 5 Irren gefangen genommen. Heisenberg, ein Typ mit einem Hammer, Dimitrescu, locker die größte Frau der Welt, Donna hat so eine creepy Puppe, Moro, schleimspuckendes Etwas, Miranda, die anderen nennen sie Mutter. Sie können anscheinend diese Monster kontrollieren. Wer oder was sind diese Leute? Okay, da erfahren wir sehr viele Sachen, die ich irgendwie noch gar nicht gewusst habe. Okay, morgen vor dem Schloss. Vor dem Schloss stand ein Kaufmann mit einer Pferdekutsche. Er nennt sich selbst Duke und scheint zu wissen, was hier vor sich geht. Ich traue ihm nicht. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss in diesem Schloss nach Rose suchen oder wenigstens nach ein paar Hinweisen. Okay, ich traue mir irgendwie, kein Plan. Morgen, Schlossgemächer. Dieses Schloss sieht aus, als wäre es direkt einem alten Horrorstreifen entsprungen, komplett mit übermenschlicher Schlossherrin und 3 gestörten Töchtern. Sie haben mich entdeckt und an den Händen aufgehängt, hat mich befreien können, hat aber scheiß weh getan. Ja, das glaube ich. Okay, jetzt, bevor wir weitermachen, schaue ich da. Gut, die Hocke ist schön in der Mitte und das Bild ist gut mit der Farbe. Ich glaube, seid ihr auch so zufrieden, Leute, mit der Farbe? Schreibt doch mal in die Kommentare, also mit der Helligkeit und mit der Farbe. Ich finde so, jetzt kann man es eigentlich, glaube ich, lassen. Okay, jetzt geht's in dem Fall hier weiter. Judy Hui oder auch nicht, Judy Hui, okay. Mal dann noch so etwas herstellen, dass wir ein bisschen noch mehr Arznei haben. Werden wir jetzt schon canted vor Lady D? Well, I don't know. Zuerst mal alle Wänge abchecken. Also respektive alle Orte, wo nicht freier Raum ist. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das, was ich sagen will, ist so ein bisschen, dass ich da nicht einfach in einen offenen Raum hineinsäckle und ich dann attackiert werde. Ich habe das Gefühl, wir nehmen einfach mal das und wenn irgendetwas kommt, drücken wir einfach ab. Okay, jetzt erst mal schnell hier rein. Okay, gut. Da geht es dann von der weiter. Schauen wir doch noch schnell hier. Wir wollen ja schliesslich auch unseren herzigen kleinen Herdöpfelsack wiederfinden. Okay, da. Flüssige Chemikalien. Es lohnt sich also wirklich alles abzuchecken. Nice. Oh, ich freue mich schon richtig, wenn wir das nächste Mal zum Duke kommen. Wir können das Zeug so richtig aufpeppen. Und ich glaube, ich verkaufe dann alle von diesen Schätzen hier. Wow, das ist alles wertvoll. Von dem her wird es auch... das werde ich mal auch noch ein bisschen genauer anschauen, wo eben Liebe zum Detail in diesem Spiel. Ja, disgusting. Disgusting. Ich weiß nicht, warum dass wir so etwas anlegen. Okay. Open up. Open the gates to hell. Oh, der Käfer hat... Oh, was? Scheiße! Hallo? Hallo? Dich gehen ließe. What the... Wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Ethan seine Hänge. Oh mein Gott.
Ethan, Ich du werde tust dir mir zeigen, so leid. was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Super, ich habe keine Waffe. Oh. Rennt sie? Ich weiß nicht. Oh, open up. Nimm deine Hang und... Abgetrennte Hang, okay. Schön, können wir sie mitnehmen. Wo kommt sie? Oh, da. Mach auf, es ist schon offen, ich kann schon easy durch. Und jetzt renn einfach, Ethan, renn. Schieß auf jeden Loot, ich bin zwar voll nicht das ist nicht so mein Spielstil. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich der Moment da, einfach zum Säckeln. Okay, open up, du hast Lady Dimitrescus Schlüssel. Open up the fuck, open the fuck. Gut, jetzt spielst doch wieder, du hast ja den Schlüssel. Maske der Trauer. What have I done? Du kannst nicht davonlaufen! Aber genau das mache ich im Fall gut. Siehst du das nie? Oh ja, arme Ethan. Ethan seine... Wieder... If it fits. If I fit, I sit, würde ich meinen. Okay, wir haben jetzt gar nicht gewusst, dass der Ethan auch ein Arzt ist, respektive wir haben jetzt einfach mit dem Saft-Ding... Der Saft, Okay. der ist wirklich Scheiß auf dieses Schloss. Burner. Also Leute, der Saft ist der Shit. Oh, okay. They're coming, I don't know where. Okay, da, eine. 2, okay. Easy, oder? Schöne Headshots landen. Ein bisschen weniger Muni brauchen. Was? Du lebst noch, Kollege. 3 Headshots. Okay, das sind doch keine Headshots gewesen. Kommen sie noch von anderer Seite? Nein. Die Musik tönt irgendwie so, als es jetzt noch viel dramatischer würde werden. 1 Headshot, 2 Headshots. 3 Headshots. Wie viele Headshots? Okay, das war kein Headshot, aber jetzt ist es sicher gegangen, oder? Ja, okay. Oh mein Gott, Leute! Okay, wisst ihr jetzt etwas? Ah, wann hört der denn so auf? Böses Ding, du! Hau ab! Gib mir das Schießpulver. Oh, come on! Ihr könnt eh nichts, ihr seid scheisse! Okay, jetzt habe ich 3 Schüsse richtig versäbelt. Kristallenen-Schädel. Nice. Freue mich auf den Duke! Jetzt ist halt die Frage, geht es hier immer so weiter? Kommen da immer wie mehr? Oder hört es dir auch einmal auf? Werden wir auch jetzt mal herausfinden? Ja, okay. Stresst mich ein bisschen, wenn ich nachladen muss. So. Lei, okay. Ist das der letzte? Was sonst vergüte ich hier einfach nur Muni, Leute? Okay, nein. Die Musik ist chilliger geworden. Also ja. Es ist nicht wirklich Musik mehr, hä? Okay, etwas, was mich jetzt ein bisschen anscheisst, aber was ich halt einfach nochmal machen will. Nämlich sind wir ja da letztes Mal. Ja. Ah, okay, jetzt ist hier offen. Okay. Ah. Interessant. Lady Dimitrescus Lippenstift. Ich weiss auch nicht, warum dass wir den wollen. Können wir jetzt irgendwie ein Gemälde ankribbeln? Ich würde eben gerne noch in den Raum dort hin. Wo ich halt verkackt habe letztes Mal. Die Frage ist aber, wenn jetzt der Raum hier einfach offen ist vielleicht der andere Raum. Der wäre ja dann irgendwo hier. Ist offen, sehr nah. Ah nein, das ist nicht der Raum.
Der wäre dem von der weiter hinger und zwar... Ne, okay Leute, in diesem einen Raum bin ich einfach noch nicht gewesen und dort würde ich jetzt... Oh, okay, nur die Statue, okay. Dort gehen wir jetzt zwei oder über einfach rein und da wir ja schon wissen, was uns... No! Okay, das ist mal Speedrun-Material. Da wir schon wissen, was uns hier für grusige Dinge erwarten, falls es überhaupt noch hat, rush ich jetzt einfach durch. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht verklüpfe, aber... Maybe... Nothing's gonna happen. Maybe... I'm right. Aber ich bin noch nicht so... voll sicher. Okay. It's looking good. Nice. Und here we are. So, jetzt gehen wir nämlich da in diesen Raum rein, wo ich letztes Mal nicht bin. Ich hab's gewusst. Also. Ja, ich hab's so richtig heftig gehofft. Gewusst würde ich sagen, ist übertrieben. Aber jetzt bevor wir speichern, mal schauen, ob wir da irgendwie... Ja. Sehr schön. Noch ein bisschen Lei. Gut, und dann würde ich doch sagen, speichern wir an dieser Stelle mal eine Runde. Gut, gespeichert ist und weiter geht's. In dem Fall, da wir jetzt hier nicht durch den Vorhang kommen, wo es vielleicht irgendwie eine Wange hinten dran hat, müssen wir halt wo oder über wieder... Ja, wo jetzt? Ja, müssen wir halt wieder da durch. Aber ist doch schön hier unten durch den grusigen Keller. Okay, now I'm scared again. Und jetzt machen wir das ganze Ding rückwärts. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Schiss, wo jetzt kann es ja sein, dass beim rückwärts durchsäckeln irgendetwas triggert, was beim vorwärts durchsäckeln nicht triggert. Und dann taucht wieder so ein Ding auf, das mir hure Angst macht und ich wieder hure verklüpfe, aber ich hoffe es mal nicht. Und darum bin ich jetzt also die ganze Zeit nervös am Reden, wo ich einfach hoffe, dass es nicht passiert. Okay, und jetzt habe ich kein Wort mehr von dem her. Aber I think it's okay. Es passiert nichts. Ew. Voll in die Dinger reingesackt. Nope. Gut. Hoch die Leiter. So, und da wir ja jetzt noch eine Lady die ihren Schlüssel haben, kommen wir ganz vielen schönen Orten her, wo wir vorher nicht sind hergekommen. Und ob ich das so schön finde, das weiß ich nicht. Ja, okay, den kennen wir. Das kennen wir mittlerweile auch schon. Okay, was haben wir überhaupt für Ziel? Das ist jetzt mal noch so ein bisschen die Frage. Okay. Da ist etwas, was wir noch nicht wie... Das haben wir auch schon entdeckt. Das Rot. Aber was heisst... Rot heisst, wird durchsucht. Okay. Das ist natürlich gäbig. Stimmt, das habe ich glaube schon mal... gecheckt, dass eben auch das rote Zeugs heisst, da hat es noch Stuff drin. Ne? Aber wo? Hier irgendwo hat es noch irgendetwas drin. Aber wenn wir das Spiel können sagen, wo das ist... Also entweder hat es wirklich noch etwas da drin, oder... Das heisst einfach, es passiert da innen noch etwas, dass wir noch irgendetwas werden finden oder so. Oder auch nicht. Das können wir ja nicht auftun, nope. Da ist etwas. Nice. Schauen wir mal die Karte an. Ja, sehr schön. Haben wir alles. Das heisst, dort haben wir noch nicht alles. Okay, aber jetzt... Ja, genau, okay. Jetzt habe ich es so langsam. Jetzt habe ich schauen, was sind unsere Ziele. Und wo sehe ich unsere Ziele? Akten. Tipps. Akten. Tipps. Shop. Im Shop können Sie Objekte kaufen und Waffen modifizieren. Es gibt nur einen Kaufmann im Dorf, den Duke. Er verkauft zusätzliche Waffen, Anleitungen zur Herstellung von Objekten, Koffer für Inventarerweiterung und vieles mehr. Darüber hinaus kauft er ihnen Schätze ab. Auch Waffen können sie an ihm verkaufen und später bei Bedarf wieder zurückkaufen. Ja, aber ich glaube, Waffe ist nicht unbedingt, dass wir das... Das wollen wir nicht unbedingt
verkaufen. Notizbuch, aber was sind denn Ziele? Hat es nie eine Ziele gehabt? Okay, Item, ja. Wir wissen ja etwa, was zu tun ist. Ja, also nicht so direkt nicht, aber wir haben ja den Schlüssel. Das heisst, wir können jetzt da ganz viele Türen auftun. Und zwar... Das Mal bin ich nicht verklopft vor Animation. Haha. Und zwar Türen wie... Die hier. Und dort ist Nope, brauchen wir nicht. Okay, das wäre ja zum Beispiel jetzt so eine. Und Riegel. Hä? Okay. Das ist neu. Zuerst mal die Karte einsnitchen. Karte des Schlosses Nebengebäude. Karte aufrufen. Okay, Konzertsaal. Oh. Oder wenn wir zuerst... Ja, da geht es nur mit Konzertsaal rein. He? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, oder da oben? Hallo? Ich höre Schritte. Moni? Untersuchen. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Ha, wir haben ihn schon. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Okay. Aber die Frage, wollen wir denn das Ding wirklich zurückbringen? Okay, das Spiel sagt uns, dass wir hier noch irgendetwas noch nicht entdeckt haben. Wir nochmal schnell runter, bevor wir dort die Türen eintreten. Wie ein richtiger Rambo-Held. Da kann ich irgendwie nichts finden. Okay, in dem Fall. Doch da oben, hä? Links oder rechts? Links will it be. Hallo? Ist okay. Ich kann so schon wieder zurückgehen. Konzertsaal. Okay. Hunger hat ein Klavier. Können wir das auch spielen? Oder so wie im Resident Evil 7 er sagt. Ah! Er sagt eigentlich, es ist kaputt, obwohl es gar nicht ausprobiert. Bei dir bin ich jetzt nicht so fest verklüpft. Trotzdem habe ich ihn nicht so gern. Da ist. Ah, das ist nochmal das Geräusch, wenn es sich zersetzt. Das ist. Und das ist Ghosten. Was haben wir hier? Bevor ich da untersuchen. Kugelblumen, Schwerter. Kugelblumen und Schwerter, okay. Was können wir denn mit der Kugelblume und Schwerter? Kann man mit dem Ding irgendetwas machen? Sieht hübsch aus. Da ist noch irgendwie wie ein Labyrinth drauf. Aber es scheint kein irgendwie etwas. Man kann es auch nicht auftun oder so. Ist noch irgendetwas da innen? Was hat denn dort? Ist das irgendwie ein Modell vom Schloss oder so? Sieht noch hübsch aus. Okay, Ja, Leute. Jetzt tun es wieder wie Minecraft-Zombies irgendwie so. Da oben leuchtet so etwas. And I have no idea what this is. Ah, ja, kann ich noch lang drauf zielen? No, come on! Okay,
YOLO. Okay, it's nothing. Okay, untersuchen. Wieder ein Büchlein. Nochmal okay, was haben wir da für Bilder? Ew. Mutter Miranda ist dort irgendwie. Bei der Frau, die im Bett liegt, okay. Ein Tag nach der Behandlung. Die 3 Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Sie sagt die 3 Töchter. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Sehr wahrscheinlich sind Töchter 2 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Oh Gott. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Okay? 4 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Okay? Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückgewandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra, okay. Ja, Mutter Miranda hat die 3 Töchter von dem Schloss auch in dem Fall verwandelt und dann haben sie sich eben so zersetzt und es erklärt jetzt so, ja, also es erklärt es nicht 100%, warum dass sie eigentlich die Flügel können speuen, aber okay, ich sehe schon. I see you, you will not scare me. I hope you won't. He dead? So, you dead now, oder? Rostige Reste. Sie haben nicht rostige Teile, sie rostige Reste. Ja, mit dieser Waffe komme ich nicht mehr weit. Es ist so neblig und feister. Okay, der Teppich geht mir jetzt wohl nicht gerade auf den Kopf, wenn ich da unten durchlaufe. Das wäre so ein witziges Jumpscare so. Das Teppichmonster. Flintenmuni. Nichts dagegen. Pistolenmuni. Hätte ich auch Freude. Vielleicht kann ich jetzt schon rostige Reste. Wiu! 15 Pistolenmuni. Okay. Schauen, ob wir da beim Klavier irgendetwas machen können. Ah, okay. Okay, Leute, ich kann Klavier spielen. Oh yeah. Ah, dammit, okay. Jedenfalls werden wir das Lied nachher spielen, aber ich habe das Gefühl, das wird irgendetwas triggern. Und bevor das triggert, tun wir da noch ein bisschen schauen. Rostige Reste, sehr schön. Ob wir das sonst noch irgendetwas finden? Aufschließen? Jawohl, sehr gut. Schnell die Karte. Okay, da haben wir einfach doch schon alles. Im Konzertsaal haben wir noch nicht alles. Und zwar, da hat es noch etwas. Untersuchen. Okay. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv. In ihrem Fressverhalten auf Beutejagd verspüren sie Phänomene, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen wie ein Godot-Eier in seinem... Wie? Wenn ein Godot-Eier in seinem Wert legt. In seinem Wert legt? Sie entstehen, wenn ein Godot-Eier in seinem Wert legt. Aha, okay. Wenn irgendetwas Eier in seinem Wert liegt. Legt. Legt. Das ist auf Schweizerdeutsch, okay. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze.
Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilum Vanderplanki vergleichen? Fragezeichen, okay. Das geht immer nur um Töchter wahrscheinlich. Okay, jetzt in dem Fall schauen wir doch mal, was wir da am Klavier Schönes herbekommen. Zuerst nochmal schnell ein Jam von mir. Ah, das geht nicht, wo man die Haupttöne nicht hat. Das ist blöd. Okay. C. Das ist das andere. Noten lesen kann ich aber nicht. Nope. Nope. Da. Dann wird es da C. Da. 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 Hübsch. Wirklich schön. Was? Schmiedeeiserner Schlüssel. Okay. Das Spiel hat wieder gespeichert. Das ist eigentlich gerade sehr praktisch und im Konzertsaal haben wir noch nicht ganz alles entdeckt, aber ich würde sagen, das ist etwas, wo wir... Ah, dort sehen wir... Ah, dort oben links sehen wir aus dem Schloss entkommen. Okay, das ist unser Ziel, okay. Jedenfalls, was ich aber sagen, das ist ein guter Moment, um die Folge hier zu beenden, würde ich sagen. Und dann machen wir doch in 3 Tagen dort weiter, wo wir jetzt hier aufhören. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!